Du fragst jetzt mit Sicherheit, warum? Ja. Habe die Ehre miteinander! Ich bin's, der Birger! Alter, manche Sachen ändern sich einfach nie. Wenn der Bayern 3 Sepp ein Video ins Internet scheißt, möchte sie 5 Minuten später mein Postfachel Pulsadern aufschneiden. Weil immer und immer wieder irgendein zusammengestrahlter Haumtaucher mit seiner Nobelpreisverdächtigen Scheißerfindung aus seinem Drecksloch Vierer greift. Schau's da hoch. Weißwursteis. Mit süßem Senf. Mal, heute ist wieder nicht zufrieden im Garten ausgeschafft, Michi. Oh. Entschuldigung, das war schon so. Und wie er den Eisbad drüber kehrt, als wäre der Song so, schnell, kehrst zu, damit's keiner Sekt, schnell! Weißwurst, Sahne, Milch und Zucker. Mehr braucht es nicht für die ungewöhnliche Kreation. Schweiners, Mayonnaise, Muskatnuss und Zyankali. Mehr braucht es nicht, damit ich in 2 Minuten einen Sanker werfen muss! Die Nürnberger Food-Influencer Phil und Fabio hatten vor 2 Jahren das Schäufele-Eis kreiert. Oh, der Phil und der Fabio. Food-Influencer. Weil ich vom normalen Influencer nicht schon viel genug Krebs im Schell hab. Wo haben's kreiert? Das Schäufele-Eis. Entschuldigung, aber da muss ich schnell nachschauen. So, jetzt passe ich mal auf. YouTube. Schäufele-Eis. Okay. Ist ja verrückt. Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn das? Ja, ein Trailer haben's gemacht fürs Schäufele-Eis. Ja, jetzt hier ist das nächste Woche Transformers 14 ins Kino gekommen. Ja, schon. Schaut aber leider aus wie Texas Chainsaw Massacre. Ja, der von 1974. Schaut's mir nicht so, ich weiß auch nicht, was das soll. Gott im Himmel, Alter. Im Eislabor versuchen sie sich jetzt an der neuen Kreation. Eislabor. Fancy umeinander Wissenschafteln. Yay! Ja, und jetzt willkommen in unserem Eislabor. Mein Name ist Dr. Professor Egon. Ich bin Foodverletzer. Wir arbeiten schon seit Anfang des Jahres an unserer neuen Kreation Spacko-Eis. Mit leckeren Zutaten, wie zum Beispiel ein Stück Käse. Deiner Freundin, ja, der dauert ein bisschen. Noch ein Stück Käse. Da gehst du einmal lieber Muskatnuss nicht nur Zipfel haben. Ja, stimmt. Und natürlich Muskatnuss. Bam! Spacko-Eis. Bam! Food Influencer Level 9000. Ich weiß doch auch nicht. Ja, aus dem Fine Dining weiß man ja, salzig und süß funktioniert ja ganz gut. Also funktioniert das natürlich auch im Eis. Mhm. Und aus der Lebenshilfe weiß man, wenn man es zu lange unbeaufsichtigt lässt, kämen nur mittelmäßig gute Sachen dabei raus. Und ehrlich gesagt, wenn man halt Eis auf natürliche Art und Weise herstellt, dann ist ja eigentlich nur Milch und Zucker involviert. Ja, wenn man es auf natürliche Art herstellt. Nicht, wenn man irgendeinen random Scheißdreck in eine Schüssel wirft und sie dann Food-Influencer in seinen ansonsten larer Lebenslauf einschreibt. Das kann, das muss, das wird das beste Eis der Welt werden. Muss! Nein! Das wird! Kann! Das kann! Das wird! Nein! Das muss! Das muss! Doch! Das kann! Kann! Nein! Das wird! Wird! Kann! Das beste Eis der Welt! Nein! Doch! Nein, wird's nicht. Mit einem Stabmixer wird die weißgraue Masse cremig gerührt, bis fast keine Bröckchen mehr zu sehen sind. Fast keine was? Fast keine Bröckchen. Bröckchen? Bröckchen. 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 Oh Gott! Himmel, Vater! Schwitze direkt ein wenig. Oh. Kinder! Kruzifix! Jetzt machen wir ein Experiment, damit der Letzte versteht. Also,
aufsteh und jetzt sitzen wir uns am Boden. Ja, jetzt pass auf geht's, mitkommen. Dann machen wir einen handelsüblichen Schneidersitz, ja. Dann werden wir ganz ruhig einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wir stellen uns vor, es hat 35 Grad draußen. In unserem Arschwasser können wir schon wieder eine Segeltour in Senegal machen. Und du hast jetzt so richtig geil Bock auf was zum Schlecken. Nicht dein Alte, du Trottel! Du stehst da vorher, gehst an einer Eisdiele vorbei und es ist so richtig dreckig, heiß, draußen. Die Sonne brennt auf deine Platten, dass du sie sagst. Und du hast so voll Bock auf ein cremiges, frisches, eiskaltes, sauberes Eis aus der Eisdiele. So richtig Babene. Und dann gehst du rein, schaffst an, deine Eisdielenmann, klammt dir deine 3 Kugeln Vanilleschokolade Babene über die Thekennummer, du nimmst das, bleibst schon ein bisschen oben und du denkst, alles an was du noch denken kannst, das ist alle geil. So richtig, ich hab so richtig Bock, dass ich da jetzt einschläge ins Viech, dass du sagst, gibt's das? Du sitzt da und hast fast keine Brötchen im Maul! Wer will denn das? Das will ich nicht! Grundgütige! Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich bei diesem Deppelgedudel gezwungen fühlt, ein Gillette-Jahresabo abzuschließen? In einer Eisdiele in Nürnberg dürfen Kunden die fertige Sorte probieren. Und bei einem 3 so, Alter, schreibt euch auch nicht den Namen von der Eisdiele drauf, sonst brennt's am Wochenende. Ja, aber alles für die Klicks, oder? Schmeckt tatsächlich nach Weißwurst. Oh, genau, oder was? Hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn's nach Tierstock schmeckt. Mit fast keine Holzspäne. Schmeckt exotisch, ganz gut und erfrischend. Ja, aber bekanntermaßen ist exotisch und ganz gut die kleine Schwester von Affenkotze und Ohrreinig. Geil. Ihr Mund sagt geil. Ihr Gesicht sagt, please kill me. Geil. Leider bleibt es nur ein einmaliges cooles Experiment. Wow. Ein wirklich einmalig cooles Experiment. Wie schade aber auch. Musst du mir gängen langsam die Viecher aus, die es bei einem Nobelpreis-Experiment jetzt reißt. Ich weiß nicht, ob der Babypanda das so lustig findet. Safe Candace! Don't zerwirkel der Weißwurst! Ich glaube ja, der Babypanda ist ja nicht so ganz sicher, ob der Scheißdreck ernst gemeint ist. Ist mein Scheißdreck ernst gemeint? Ich weiß es doch auch nicht. Glutze fix! Ich schleiche mir jetzt in mein Kellerlabor und experimentiere mit meinem Gillette-Jahresabo. Habe die Ehre miteinander. Aber Like nicht vergessen, sonst können wir was ihr Preis nice. Mit fast keine Bröckchen.